Jetzt fahren wir zur Pirateninsel. Verstanden? Wieso so laut? Wir müssen das Schiff anständig flicken. Außerdem brauchen wir sowieso neue Vorräte und frisches Trinkwasser. Ratten, Segel setzen. Jetzt habe ich gerade nichts verstanden. Hast du vorher etwa gerade «bitte» gesagt? Nein, doch, jawohl. Ich habe gesagt, bitte Segel setzen. Also, es geht doch. Unsere Piraten segeln zur Pirateninsel und singen dazu ihr Lieblingslied. Wir singen ho, johe, joho. Wir Piraten singen halt so. Auf der Insel angekommen, kümmert sich ein Zimmermann um die Reparatur vom Schiff, während diese auf der Reling vor sich her dösen. Der Scharki, der Michi, die Ratten und der Coco besorgen neue Vorräte und ein Fass mit frischem Trinkwasser. Wo sie wieder beim Schiff ankommen, kommt der Ratte in den Sinn, dass sie vergessen hat, Salz zu kaufen. Und ohne Salz, da hat die Ratte wirklich recht, wird jedes Essen nur fad. Darum macht sich der Michi noch einmal alleine auf den Weg in die Piratenstadt. Plötzlich steht der alte Bill vor ihm. Der Bill ist dem Scharki sein Erzfeind. Er ist riesig gross, hat einen dichten, dunklen Vollbart und trägt eine schwarze Augenklappe. Er sieht wirklich gefürchtig aus. So, ganz allein in der Piratenstadt unterwegs. Woher geht's? Das geht dich überhaupt nicht an. Du musst keine Angst haben. Ich mache dir nichts. Von dir habe ich sowieso keine Angst. Und jetzt lass mich vorbei. Nur nicht so gesprengt. Du musst mir helfen. Ich habe eine Schatzkarte gefunden, aber ich kann sie nicht lesen. Kannst du mir sie vorlesen? Du und deine Freunde bekommen dafür auch ein bisschen vom Gold. Also gut. Aber nur kurz. Wo ist denn die Karte? Komm schnell mit. Dort in die kleine Gasse. Dort habe ich sie versteckt. Der Bill führt der Michi in eine dunkle, enge Gasse. Plötzlich kommt aus einem Hauseingang der Muskelwilli, ein Matros von Bill seiner Mannschaft, und versperrt am Michi den Weg. Hinter ihm steht breitbeinig der alte Bill. Jetzt haben wir dich. Du bist in Falle. Jetzt wirst du gefesselt und verschleppt. Und nachher gibt's einen Trachbrügel, du Schnudderi. Aber so einfach lässt sich der Michi nicht gefangen nehmen. Er bückt sich, schläuft beim alten Bill zwischen den Beinen durch und rennt durch die engen Gassen davon. Der alte Bill und der Muskelwilli rennen ihm hinterher nach. Der Michi springt um eine Ecke und kommt auf einen grossen Meritplatz. Flink wie ein Wieseli schlängelt er sich durch die vielen Leute an den Meritständen vorbei. Bleib sofort stehen! Du kleiner Wattwurm! Wir verwünschen dich sowieso! Genau, bleib lieber auf. Du hast keine Chance. Der Michi rennt an einem Stand mit Fischen vorbei. Er schnappt sich einen davon und schiesst den hinter sich, direkt vor die Füße vom alten Bill. Der rutscht auf dem glitschigen Fisch aus und fällt in eine hohe Stapelkiste rein, die mit Orangen gefüllt sind. Die Orangen rollen durch die Leute. Der Muskelwilli stolpert, aber er fällt nicht um und bleibt am Michi dicht auf den Fersen. Der alte Bill rappelt sich mühsam auf und nimmt die Verfolgungsjagd auch wieder auf. Der Michi ist viel schneller als seine zwei Verfolger. Aber wo er in eine kleine Gasse abbiegt, steht er plötzlich vor einer Wand. Hinter ihm baut sich der Muskelwilli drohend auf. Jetzt kommt auch noch der alte Bill schnaubend und keuchend um eine Ecke. Haha, Bürschli! Jetzt steckst du in der Sackgasse! Der alte Bill und der Muskelwilli probieren den Michi zu fesseln. Aber der wehrt sich mit Händen und Füßen und mit den Zähnen. Ah! Der Schnudderi hat mir in die Finger gebissen! Aua! Aber mit viel Mühe überwältigen die beiden Piraten den Michi trotzdem. Sie bringen ihn auf ein Schiff und sperren ihn unter Deck ein. Bevor der Bill die Leine löst und davon segelt, schickt er einen kleinen Bub aus der Piratenstadt zum Scharki und lässt ihm ausrichten, dass er den Michi erst wieder sieht, wenn er dem Bill sein ganzes Gold und alle Juwelen gibt.